Amen. Danke Team, dass ihr uns da mitgenommen habt in so einen wunderschönen Worship-Teil. Es ist einfach lässig, zusammen können starten, indem wir Gott anbeten. Auch einen schönen guten Morgen von mir. Wir starten heute in eine neue Serie und ich habe das Privileg, euch hier mitzunehmen. Wir starten in eine vierteilige Serie, Blessed to be a Blessing, gesegnet zum ein Segen sein. Und Segen ist eines von diesen grossen Themen, wo mir in der Bibel immer wieder begegnet. Es kommt über 400 Mal über das Neue und das Alte Testament hinweg vor. 300 Mal davon nur schon im Alten Testament. Und heute werden wir ein bisschen den Rahmen abstecken. Oder? So ein Bilderrahmen hat 4 Ecken. Wir werden 4 Punkte anschauen, wie sich der Segensfluss durch die Bibel durchzieht. Und die Predigten, die bauen aufeinander auf. Wir stecken heute den Rahmen ab. Nächste Woche wird uns der Simon dann mitnehmen, wie wir gesegnet sind durch Jesus. Und die nächsten 2 Mal, dann nachdem, wird es einen Perspektivenwechsel geben, von wie wir gesegnet sind, zu dem, wie wir ein Segen sein können. Einerseits persönlich, aber andererseits auch als Gemeinschaft. Es wird eine spannende Serie, ich freue mich, ich glaube, mega passend auch in dieser Weihnachtszeit, die jetzt gerade kommt. Und bevor ich starte, möchte ich ganz kurz noch beten, einfach den Heiligen Geist einladen, jetzt in die paar Worte, die ich mit euch teilen darf. Herr Jesus, ich danke dir, bist du da mitten unter uns. Ich danke dir, bist du so ein guter Gott und möchtest uns segnen. Und ich bitte dich jetzt auch einfach um ein Segen für die Zeit, die wir haben dürfen, um dein Wort zu hören. Und ja, bitte dich, dass du irgendetwas von dem, was ich sagen brauchst, du kennst jeden Einzelnen von uns und dass du zu jedem Einzelnen redest, dort, wo er dir begegnen muss. Amen. Meine Frau und ich, wir schauen gerne die Serie Castle. Es ist ein bisschen älter, jetzt nimmt es mich schnell Wunder. Der Simon hat mir morgen schon gesagt, er kennt sie nicht. Gibt es ein paar, die Castle kennen, da rein? Okay, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, das sind etwa 6 Leute. Aber cool, wenigstens ein paar. Castle ist mit dem Nathan Fillion. Wer kennt alles den Rookie? Auch ein schlechtes Beispiel. Gut, super, starten mit 2 schlechten Beispielen heute Morgen. Der Nathan Fillion spielt den John Nolan, den Rookie. Das ist eine neuere Serie. Aber in Castle spielt er den exzentrischen Schriftsteller Richard Castle. Und er konsultiert amigs beim LAPD, also beim Los Angeles Police Department, und geht dort mit, um Inspiration für seine eigenen Krimis und Romane, die er schreibt, zu finden. Und hat zwischendurch dann ganz abstruse Theorien und Geschichten, wie es jetzt zu dem Fall gekommen ist und was vielleicht eine Lösung könnte sein. Und zur Überraschung von allen helfen die dann eben doch irgendwie amigs ein bisschen weiter. Und gerade in einer Folge, die wir letztens geschaut haben, haben sie einen ganz besonders schweren Fall gehabt. Und er als Schriftsteller hat dann gefunden, ja, wisst ihr, als Schriftsteller ist es mega wichtig, dass wir mal an den Anfang zurückgehen. Gehen wir doch mal an den Anfang von dem ganzen Geschehen zurück. Und das hat am Schluss tatsächlich geholfen. Sie haben den Fall dann so lösen. Und ich glaube, er hat irgendwo einen Nerv getroffen. Der Anfang von einer Geschichte ist enorm wichtig für den Rest der Geschichte. Oder der Anfang, irgendwo startet mal etwas. Und der Anfang beeinflusst maßgeblich das, was nachher kommt. Das setzt wie den Ton. Und deshalb möchte ich mit euch einmal ganz am Anfang gehen, von dieser Segensgeschichte oder von dieser Segensthematik in der Bibel. Und keine Angst, wenn wir nicht lange durch die Bibel blättern, außer die haben irgendwie ein Bibelareal 600, dann findet ihr das Wort Segen bereits auf der ersten Seite der Bibel. Nämlich im folgenden Vers, im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 20 bis 22, lesen wir: Dann sprach Gott: Im Wasser soll es von Leben wimmeln, und Vogelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummeln, dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte: Vermehrt euch und füllt die Meere, und auch ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Also wir sehen, das Segen ist das erste Mal erwähnt in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott Tiere schafft. Mit dem Segen, hey, vermehrt euch.
Und für die Genesis-Geschichte ein bisschen kennen, die wissen, wir müssen nicht weiterlesen, bis wir das zweite Mal sagen, begegnet. Nämlich nur ein paar Vers weiter sagt es, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Also wir sehen da die ersten Worte, wo Gott an seine Schöpfung und auch an Mensch richtet, sind Worte vom Segen. Das ist Gottes Grundhaltung gegenüber dem, was er gemacht hat und gegenüber der Menschheit. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um nochmal einen Schritt zurückzunehmen, bevor wir in weitere Beispiele gehen und uns mal kurz Gedanken zu machen, ja, was bedeutet denn Segen? Was steckt in dem Begriff Segen drin? Ihr werdet übrigens etwas Wort Segen 600 Mal hören heute Morgen, einfach, und auch über die nächsten paar Mal, es tut mir jetzt schon leid, aber vertraut mir, es ist ein cooles Thema. Das hebräische Wort für Segen ist Baraka. Und in der Wuppertaler Studienbibel wird das Konzept wie folgt beschrieben. Steht jetzt, der Segen, den Gott den von ihm geschaffenen Lebewesen zuspricht, ist die Kraft, die ihnen Fruchtbarkeit, Mehrung und Fülle verleiht. Der mit dem hebräischen Wort verwandte Begriff hat die Grundbedeutung sich ausbreiten. Der Segen wäre dann die Fruchtfülle, der reiche Ertrag, die Ausbreitung, die Zunahme, das Gedeihen. Segen ist die Zusicherung der Bewahrung und des Schutzes, der Zuspruch der Gnade und das Geschenk des Friedens. Sehr eine wuchtige Definition, wie sich es für eine Studienbibel gehört. Es sind sehr viele Wörter, die da drin sind. Abgebrochen könnte man sagen, Segen ist Gottes Wirken für seine Schöpfung, auch spezifisch für den Mensch und durch den Mensch, das Leben bringt und Leben gedeihen kann. Also das, was von Gott kommt und lebensbringend ist und Leben gedeihen lässt, das könnte man unter Segen definieren. Und wenn das gesehen, die ersten zwei Beispiele, Gott segnet dir, um sich zu vermehren und neues Leben zu bringen. Und er segnet auch den Mensch, um sich zu vermehren und neues Leben zu schaffen. Genialer Zuspruch. Und nach dieser Definition merkt man auch, hey, okay, Segen ist noch recht ein vielschichtiger Begriff. Es braucht viel, dass Leben wirklich entstehen und gedeihen kann. Dazu gehört eine materielle Komponente. Vielleicht etwas vom Ersten, wo wir daran denken, wenn wir das Wort Segen hören. Aber dazu gehört auch eine Dimension von Geistlichkeit. Dazu gehört auch eine soziale Dimension. Es gehört eine gesundheitliche Dimension dazu und so weiter. Und wir werden über die nächsten paar Sündigen auch immer wieder mal eine von diesen Dimensionen anschauen können. Aber für heute Morgen, um mal den Rahmen abstecken, ist das Erste wichtig, einfach mal zu realisieren, hey, Gottes Grundeinstellung gegenüber uns Menschen ist Segen. Und zwar Segen vor allem anderen. Bevor Gott am Menschen den Auftrag gibt, du sollst den Boden bebauen. Bevor der Sündenfall passiert, vor allen Gesetzen, vor dem Neuen Testament, sogar bevor Jesus auf dieser Erde war, segnet Gott den Mensch. Und ich glaube, in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist es gesund, dass wir uns das vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen. Oder wir kennen das Konzept aus dem Neuen Testament, dass wir geliebt sind und angenommen sind und nicht etwas dafür zuerst leisten müssen. Aber für mich ist das Konzept Segen doch, nimmt es wieder einen Schritt weiter. Hey, Gott wünscht mir Gutes. Er möchte, dass mein Leben gedeiht. Er möchte, dass unser Leben gedeiht. Bevor ich irgendwie etwas muss leisten muss, das ist seine Grundhaltung gegenüber uns. Wie wird mein Alltag aussehen, wenn ich vielleicht mehr mit dem Bewusstsein würde um meinen Alltag laufen?
Ich glaube, es wird maßgeblich unser Bild von uns selber und von Gott beeinflussen. Jetzt ist spannend, wir müssen leider nicht viel weiterlesen im Alten Testament, bis wir auch im Gegenteil von Sagen begegnet. Wir wissen, Adam und Eva, die haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, die haben die verbotene Frucht gegessen und haben nachher müssen Konsequenzen von ihrem Handeln tragen. Und wenn wir jetzt Sagen als alles Lebensbringende und Lebensgedeihende würden definieren, dann könnte man Fluch vielleicht so definieren, dass alles, was lebenseinhemmend ist oder was schlussendlich zum Tod führt. Und das sehen wir auch. Gott sagt Adam und Eva, sagt Eva, hey, du wirst unter Schmerzen Kinder gebären. Er sagt dem Adam, hey, der Boden ist verflucht, es wird schwierig sein, einen Ertrag zu erwirtschaften. Und das Wichtigste am Schluss, du bist aus Erde gemacht und du wirst zu der Erde wieder zurückkehren. Das war vorher noch keine Realität. Das ist erst in dem Moment Realität geworden. Und die grosse Frage, die sich für uns jetzt von Anfang an stellt, ist, ja, hat sich denn Gottes Grundhaltung gegenüber uns geändert? Gegenüber seiner Schöpfung? Mit dem Sündenfall? Und wir würden instinktiv Nein sagen. Und natürlich nicht. Gott ist nicht irgendwie Wind, dass er mal in die Richtung bläst und mal in die Richtung. Auch wenn der Heilige Geist vielleicht mit Wind manchmal verglichen wird. Gott verändert sich nicht. Wir sehen das auch im Neuen Testament. Dort steht im Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe, das ist eben das Sagen, kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Obwohl sich der Mensch dem Sagen entzogen hat, hat sich Gottes Grundhaltung gegenüber uns nicht geändert. Und ich finde, das ist enorm ermutigend. Wir sehen auch nachher, selbst in dem Fluch, in diesen Konsequenzen, sehen wir so Lichtblick. Gott spricht Eva gleich zu, hey, du wirst Kind gebären. Es wird einfach schwieriger sein. Hey, du wirst einen Ertrag erwirtschaften, Adam, aber es wird schwieriger sein. Und am wichtigsten, er verspricht auch bereits, dass eines Tages jemand wird kommen, einer von den Nachkommen von Adam und Eva, wo der Schlange den Kopf wird zertreten. Und wir wissen, das ist schon ein Ausblick auf Jesus. So wie ein Proto-Evangelium, sagt man dem manchmal. Obwohl der Mensch mal etwas verbockt hat, ist er nicht plötzlich einfach von Gott entfernt oder ist nicht plötzlich einfach das Sagen, das Gott entzieht, sondern das geht weiter. Ja, manchmal müssen wir Konsequenzen von unserem eigenen Handeln tragen. Und ja, wir leben irgendwo in einer Welt, die von den Konsequenzen vom Handeln der Menschheit geprägt ist und von Adam und Eva, von dem Sündenfall. Aber grundsätzlich ist Sagen unser Ursprung. Also Sagen als Ursprung, das ist so der erste Eckpunkt von dem Rahmen. Der nächste Eckpunkt ist Sagen als Auftrag. Wenn wir jetzt dem Segensfluss weiter folgen, durch das Alte Testament durch, dann haben wir jetzt das Versprechen von dem Nachkommen, aber es wird noch ein Moment gehen, bis Jesus dann kommt. Aber Gott ist trotzdem schon daran, das in den Weg zu leiten. Und er macht das immer wieder durch Menschen und durch ein bestimmtes Volk. Und wir begegnen dort einem Mann, der heißt Abraham. Der Abraham war ein gottesfürchtiger Mann und Gott verspricht ihm etwas ganz Spannendes. Wir lesen dort im Genesis 12, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Okay, mit dem Teil, vielleicht müssen wir zuerst mit dem Vers ein bisschen aufräumen. Mit dem Teil, dass Gott die verflucht, die Abraham Böses wünschen, haben wir vielleicht ein bisschen Mühe. Also ich bin kurz ein bisschen drüber gestolpert, als ich den Vers für mich nochmal gelesen habe. Aber wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was Sagen ist, nämlich alles Lebensbringende und Lebensgedeihende, das kommt von Gott.
Und Gott macht einen Bund mit dem Abraham in dem Moment und sagt, hey, durch dich werde ich alle anderen auch segnen. Das heisst, die sich gegen den Abraham stellen, stellen sich automatisch auch gegen den Segen, wo Gott eigentlich versucht zu geben. Also es ist mehr eigentlich eine logische Konsequenz, als dass jetzt Gott da findet, hey gut, wir machen jetzt einfach alles andere zugrunde. Und so kann man es vielleicht schon ein bisschen mehr einordnen. Viel wichtiger an dieser Stelle ist, dass Gott alle Völker von der Erde segnen wird. Da gehören wir heute auch dazu. Gott wird alle Völker von dieser Erde segnen durch den Abraham und durch seine Nachkommen. Und da sind wir schon sehr nahe unserem Titel «Blessed to be a blessing», also gesegnet sein, zum ein Segen sein. Wir sehen da, Segen ist immer missional. Es ist immer dazu gedacht, zum Weitergeben. Ich finde, da passt das Bild vom Fluss wieder so gut. Oder ein Fluss, der bleibt nicht stehen. Sonst wäre es kein Fluss. Sonst wäre es ein Weiher vielleicht oder ein See. Aber ein Fluss, der fließt, der bringt Leben und dann fließt er weiter, er bringt neues Leben und er fließt wieder weiter. Und vielleicht habt ihr alle schon mal einen Teich gesehen, der zu lang stillgestanden ist. Wo weder ein Zufluss noch ein Abfluss gekommen ist. Das wird irgendwann zu einem richtigen Tümpel. Und Gottes Segen ist kein Tümpel. Es ist ein Fluss, der sich von Anfang an durch die Menschheitsgeschichte zu uns zieht. Und wir werden in den letzten 2 Teilen spezifisch noch darauf eingehen, wie wir ein Segen sein können, persönlich und als Kirche, als Gemeinschaft. Aber für heute, als zweiter Rahmenpunkt, können wir mal festhalten, hey, Gottes Plan war von Anfang an Segen gewesen. Und es war von Anfang an auch die Idee, dass der Segen durch uns zu anderen kommen kann. Segen ist immer auch ein Auftrag. Wenn wir jetzt dem Segensfluss weiterfolgen, dann begegnen wir am nächsten Rahmenpunkt, nämlich Segen als Entscheidung. Aus dem Abraham entsteht dann das Volk Israel. Und ich setze da ein bisschen nach dort, wo der Simon letzte Woche aufgehört hat in der Exodus-Serie. Das Volk Israel ist aus Ägypten raus. Sie mussten dann nochmal eine Runde drehen, eine etwas längere Runde. Es war ein langer Spaziergang durch die Wüste mit 40 Jahren. Aber sie haben nochmal eine Runde drehen und sie stehen wieder an einem Punkt, wo sie jetzt ins verheißte Land laufen können. Und der Moses denkt, okay, vermeiden wir, was beim ersten Mal passiert ist, dass sie nach einer Gacke in der Hose haben und wieder wegrennen. Wir rekapitulieren nochmal alles, was Gott gemacht hat. Und er erzählt ihnen einmal, hey, er hat euch aus Ägypten herausgeführt. Er erzählt ihnen einmal, was Gott Mächtiges gemacht hat. Er geht nochmal durch Gesetze durch und er erinnert sie nochmal an den Bund, wo Gott mit ihnen geschlossen hat. Und dort sagt er nachher Folgendes. 5. Mose 30, Vers 19. Sagt er, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Also wir sehen da den Segensbund, wo Israel mit Gott eingeht, ist eine Entscheidung, die sie treffen können. Gott zwingt niemand zu dem Bund. Er hat sie nicht zum Segen gezwungen, sondern er hat gesagt, hey, schau, wir haben Segen und wir haben Fluch, wir haben Leben. Wir sehen da wieder das Thema von Segen und Leben. Und wir haben Tod. Und er ermutigt das Volk Israel, hey, wählt Segen, wählt Leben. Also ich meine, wer will nicht Segen und Leben wählen? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Man könnte vielleicht sogar sagen, ja, es ist eine unfaire Frage. Also, es braucht jetzt wirklich nicht ein Master's-Degree, irgendwie, um die Entscheidung richtig zu fällen. Man könnte vielleicht sogar fast sagen, ja, man muss sich ja für den Segen entscheiden. Aber das ist eben nicht der Punkt, auch schon bei Adam und Eva. Gott sagt einfach, hey, schau, durch mich, ich möchte andere segnen, ich möchte euch segnen. Und ihr dürft euch frei für mich oder gegen mich entscheiden. Mit den logischen Konsequenzen. Sagen als Entscheidung. Jetzt, was heisst das für uns? Oder für uns jetzt heute im Alltag rein?
Weil wenn man so hört, sagen als Entscheidung, dann könnte man denken, ja, man muss einfach genug fest sich für Gottes Segen entscheiden und dann ist alles gut in unserem Leben. Man muss nur genug fest glauben und dann kommt es super. Das wäre so ein bisschen, da würde man Manifestieren reinlanden. Oder wenn man sich genug fest wünscht, dann kommt es auch. Und ich glaube, wir merken schnell, wenn wir unsere Realität anschauen, dass es nicht hinhaut. Und ich glaube auch der Umkehrschluss, mit dem habe ich irgendwo Mühe. Weil das würde bedeuten, dass alles Schlechte in unserem Leben, alles Leid, das uns auch widerfährt auf dieser Erde, schlichtweg einfach ein kleiner Glaube ist in unserem Leben. Und dann merkt man, das ist sehr eine ungnädige und unbarmherzige Haltung gegenüber unserem Glaubensleben. Wir merken den Punkt, Sagen als Entscheidung ist vielschichtiger, als man vielleicht am Anfang denkt. Wir sehen das auch in anderen Schriften aus der Bibel, zum Beispiel im Buch Hiob, wo man einem rechtschaffenen Mann unglaublich viel Leid widerfährt. Oder wenn sich der Psalmist darüber beklagt, dass auch Männer fern von Gott irgendwie gleich Erfolg haben. Oder der Prediger, ich liebe den Prediger, bringt es super auf den Punkt. Er sagt, und trotzdem geschieht so vieles auf der Welt, das keinen Sinn ergibt. Da geht es rechtschaffenen Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das kommt mir alles so sinnlos vor. Also wenn ihr mal eine Ermutigung braucht, dann lesen wir durch den Prediger durch. Aber der Prediger ist ein wichtiges Gegengewicht. Er sagt, hey, ja, in unserer Welt ist 1 und 1 nicht immer 2. Irgendwie können wir das nicht alles einfach so schön in Boxen packen. Ich als Mann, gut, vielleicht tue ich jetzt den Mann ungerecht, aber ich habe gerne Boxen. Ich habe gerne, wenn es Sinn macht am Ende des Tages, auch wenn ich mit meiner Frau diskutiere, ganz schlecht, wenn sie auf einer emotionalen Ebene kommt und ich versuche dann, aber Schatz, das musst du einfach logisch anschauen. Nein, ist doch, oder das und das, so weiter. Vielleicht ist sie ein bisschen näher bei dem, wie das Leben wirklich funktioniert, als ich manchmal in dem hinein. Aber gleich, glaube ich, unsere Grundhaltung hat irgendwo einen Einfluss auf unseren Alltag. Es hat darauf einen Einfluss, wie wir uns selber verstehen, wie wir Gott verstehen und wie wir die Realität, wo wir drin stehen, auch irgendwo verstehen. Das hat ganz verstehen gesagt. Gut. Und ich glaube, es würde uns wahrscheinlich gut tun, wenn wir uns öfters in gewissen Alltagssituationen vielleicht einen kurzen Moment Zeit nehmen, innehalten und uns entscheiden, unter Gottes Segen zu stellen. Nicht als magische Formen, dass dann plötzlich alles gut ist, sondern als Glauben an seine Güte und sagen, hey, ich gebe dem Raum in meinem Leben. Das wäre der dritte Rahmenpunkt, so Segen als Entscheidung. Und das bringt mich jetzt auch zum letzten Punkt, nämlich Segen auch als neue Realität. Da kommen wir jetzt zum Neuen Testament. Im Galater 3,14 heißt es, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Wir sehen in Jesus der Erfüllung und Entfaltung von dem Segen, wo schon von Anfang an eigentlich versprochen war. Es ist wie so ein Fluss, der sich jetzt anfängt aufteilen in die entlegensten Winkel von dieser Erde, bis zu uns, in der GVC heute an, zu jedem einzelnen Kirche und zu jedem einzigen Gläubigen auf dieser Welt. Und wir sehen in Jesus auch die 3 vorangehenden Punkte. Oder das Sagen, die Einstellung von Leben, das gedeiht. Das sehen wir im Johannes 10,10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Und zwar Leben in Fülle. Das ist das Sagen als Ursprung wieder. Jesus hat Menschen gedient. Er hat Krankheit, er hat Blinde wieder sehend gemacht. Er hat Menschen gesellschaftlich wiederhergestellt. Er war ein Segen. Und gleichzeitig hat er auch seinen Jüngern gesagt, hey, und jetzt geht in die Welt raus und tun das Gleiche. Sind ein Segen.
Also wieder das Sagen als Auftrag. Und schlussendlich Sagen als Entscheidung. Unsere Grundentscheidung heute ist, wenn wir ein Leben mit Jesus führen. Jesus möchte uns den Segen schenken. Und es kommt schlussendlich zu dieser einfachen, aber gleich sehr tragenden Frage. Möchtest du das Leben mit Jesus führen? Und wenn wir zu dieser Frage von Herzen Ja antworten können, dann erschafft der Geist Gottes in uns eine neue Realität. Eine Realität, die sich nicht mehr an dieser zerbrochenen Welt orientiert, sondern an dieser verheißenen und vollkommenen Ewigkeit, wo wir eines Tages werden drinstehen. Und jeder Lichtblick von Segen, den wir heute schon erleben dürfen, ist ein Geschenk von Gott. Und ist eine Erinnerung auf das, was eines Tages noch wird kommen. In der vollkommenen Ewigkeit mit ihm. Und wir werden jetzt etwas zusammen machen, wo Jesus selber als eine Erinnerung einberufen hat. Wo er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl eingenommen hat. Und er hat gesagt, hey, macht das in Erinnerung an mich, bis ich wiederkomme. Als eine Erinnerung an das, was Jesus gemacht hat. Und für das lade ich das Welcome-Team ein. Sie werden euch jetzt Brot verteilen. Und ich lade euch alle ein zum Aufstehen. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Gemeinsam als Erinnerung an den Sieg, wo Jesus am Kreuz errungen hat. Den Moment, wo er der Schlange von Anfang an den Kopf zertreten hat, wo die Menschheit und die Schöpfung erlöst worden ist von dem Fluch. Und wo wir jetzt in einer neuen Realität dürfen stehen, wo wir in eine neue Realität auch eingehen. Und das Brot werden jetzt durch die Reihe gehen und ich möchte für das gerade noch beten. Und wenn ihr schon eins habt, dann dürft ihr das einfach bei euch in der Hand haben. Jesus, ich danke dir. Bist du auf die Erde gekommen? Danke dir, hast du dein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, hast du somit den Fluch besiegt. Und bietest du uns Segen an. Und dürfen wir einfach die Entscheidung für dich treffen. Wir danken dir für dein Liebe, das du am Kreuz gegeben hast und für dein Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Zur Heilung dieser Welt. Zum Sagen, nicht nur für Einzelne, sondern für alle, die das wollen. Amen. Wir dürfen jetzt zusammen